Im Zuge der Assimilationspolitik Chinas verschwinden zunehmend uigurische Kulturstätten im ehemaligen Ostturkestan. Die etwa 800 Jahre alte Keria Aitika-Moschee, die an Freitagsgebeten hunderte Uiguren aufnahm, ist laut Recherche von Aktivisten nicht mehr an ihrem Platz. Genauso wenig wie die Karkilik-Moschee in Kashgar. Die chinesische Regierung siedelt sämtliche Bewohner des historischen Dorfes Dereboyo in Ostturkestan in eine 90 Kilometer entfernte Region um. Betroffen sind etwa 369 Familien. In der neuen Heimat erwarten die Zugezogenen Pflichtkurse über die chinesische Sprache und chinesisches Recht. Der Marinehafen von Tartus in Syrien wird in der kommenden Woche für 49 Jahre an Russland vermietet. Der russische Vizeminister Juri Borissow beteuerte vergangenen Samstag nach einem Treffen mit dem syrischen Präsidenten Assad gegenüber Journalisten, dass man den Hafen lediglich zu wirtschaftlichen und logistischen Zwecken mit Syriens Zustimmung anmieten werde. Nach dem Sturz des sudanesischen Präsidenten al-Baschir wurden mehr als 100 Millionen Dollar in bar in dessen Haus gefunden. Zudem kamen ranghohe Mitglieder seiner Regierung offenbar in Haft. Laut Angaben des Senders BBC sind im Haus des gestürzten sudanesischen Präsidenten Umar al-Baschir tausende Banknoten in großen Säcken sichergestellt worden. Der Wert soll sich laut eines Informanten der Nachrichtenagentur Reuters auf mehr als 100 Millionen Dollar belaufen. Im Süden von Tripolis brachen heftige Kämpfe aus, nachdem die libysche UN-Regierung eine Gegenoffensive gegen die Aufständischen angekündigt hatte. Bereits seit Tagen kommt es zu schweren Zusammenstößen, bei denen bislang 220 Menschen getötet wurden.